Ja, Herr Kongresspräsident, Madame Fraktionspräsidentin, liebe Freundinnen und Freunde, alle gut. So, Martin, für dich mal merci für ein Red. Mit der ich aber allemal verstanden konnte, dass das gut geht, just ein Teil, das könnte ich denken, wo man a priori nicht hätte müssen verstanden, aber aber wird gehen. Und da wenn das auch den Teil erkennen, den an Zukunft nach Wert für Entzweiungen sorgen. Wir kommen für diesen Kongress zusammen, nachdem es mal die letzte Woche hören, wie die Regierung sich die Welt vorstellt. An Zukunft. Und wir müssen feststellen, dass das Vorstellung ist, die nicht durchgeht, wenn man den Herausforderungen von unserer Zeit eins zu gehen, geschweige noch mit denen von der Zukunft. Wir wissen zwar ein paar Sachen mehr wie für ein paar Dich. So wissen wir zum Beispiel, dass die DP am Anfang allein regiert. Das ist für eine Partei, die bei der letzten Chamberwahl 16,9% von der Stimmenquote eigentlich regelrecht Husare steckt. Das Fertigbrücht hört sich an 2 Jahren Karree zur Staatspartei abzuschwingen. Das sieht viel aus, sie wird nur Spruch von der DP, und sieht ganz viel aus, sie wird die totale Absenz von irgendeinem Ausspruch von denen, die mit der DP regieren. Die sogenannten Etat de la Nation, bei dem wir nicht eine Politik beschrieben gehen, als die irgendetwas bewirken oder auch nicht, wären Ableg an Weltsicht von der DP, die mengt ohne Politik gegen dem Land immer am besten. Eine Beschreibung von einer politischen Wüste, an der die Regierung kollektiv für ihre Probleme von dieser Zeit oft dankt, erkennt die Sekunde mal verschwendet, für sich mit denen vom Mur auch nicht Ursatzweis auseinanderzusetzen. Das Interessante ist eben die Kollektivabdikation. Das AP geringer machen, das mal zu klatschen hört, das ist verwunderlich. An der DP-Staat konnte man seiner ganz selbstgefälliger Pracht bestaunen, wie der Staatsminister Büttel dezidiert hat, im Grand Duc sein Haus zu organisieren, ganz allein hier. Ohne dass der Pouvoir Constituant da konnte auf irgendeine Manier Einfluss hören, ohne dass auch nicht der Staatsrat konsultiert wurde. Die Regierung am selben Tag innerhalb der Grand Ducal angeholt, depubliziert und die Nominationen im Haft vollzogen. Ohne dass die Posten an der Nomenklatur vom öffentlichen Dienst doch nicht mehr existieren. Am flagranten und eklatanten Bruch von der Lützeburger Verfassung. Oder meint wirklich, der Staatsminister hat rein zufällig die einzige Form von einem normativen Text gewählt, die nicht muss, ob man es zum Staatsrat avisiert. Nachdem sei es leider in der Verfassungskommission im andräglich gesagt geschrieben, und das geht nicht gut. Und wir wären damit nicht allein. Nein, er hat einen bewussten Rechtsbruch stattgefunden, mit dem der Grand Duc definitiv an öffentlichkeitswirksam den blauen Staatsminister sollen erstaubt gehen. Das ist ein DP-Staat, das ist eine ganze Überheblichkeit, also eine ganze Willkür, also eine ganze Rücksichtslosigkeit. Jeder muss wissen, dass man sich ganz einfach immer zuordnen wird. Wie mir gesehen, das nicht so, die Damen und Herren. Nicht der Grand Duc. Der Staatschef braucht eine moderne Administration und transparent aufleben, der selber ist kein Froh. Und darüber besteht Konsens. Aber es muss ihm nicht institutionell Gewalt umgetan gehen, für das zu erreichen. Eine verfassungskonforme Rechtsnorm wäre absolut möglich gewesen. Und wir bleiben dabei, dass wir die gerne hätten. Am Ende von der Institution vom Staatschef, von der Monarchie, zu der wir stehen, auch von der Chambre, die nicht passiv daneben stehen, wenn als Verfassung vergewaltigt wird. Und ich weiß, dass Leo Glodden und die anderen Kollegen an der Verfassungskommission auch werden dafür sorgen, dass das nicht passiert. Das wollte ich heute gesagt haben, weil es nicht heute nicht gesagt gehen. Der Verfassungsbruch unter der Reorganisation vom HAF ist ein graver Fehlgang. Viel mehr grav, wie das in der öffentlichen und veröffentlichter Meinung reflektiert wird. Ich wollte uns heute nicht mehr ganz viel Ränge in der Oppositionsdiskurs feiern. Und ich wollte mich mehr über das beschäftigen, wo wir stehen, wo wir stehen. Was wir sind und wo wir wollen hin. Was die Felder sind, die wir in nächster Zeit zusammen mit allen Members sollen bestellen, so wie ganz viele Gespräche am kleinen und großen Kreis an den letzten Wochen noch gelöst haben. Mir verdicht nach ein paar Worte über die Welt draußen, weil auch der ist an diesem Tag intensiv beschäftigt. Die Damen und Herren, der Rechtsstaat ist also besonders doll ist. Vivian Reding, was hier ist, weißt du ganz gut, von was wir schwätzen. Hier ist die einzig legitime Form von staatlicher Organisation in unserer Zeit. Rechtsstaat bedeutet Absenz von Willkür, arbiträr auf Französisch. Bedeutet, dass jeder als Bürger, aber auch als Institution sich an dieselben Regeln zu halten hat. Regeln, die in einem demokratischen Prozess vom Gesetzgeber abgestellt gehen. Es entspricht nicht nur unserer staatlicher, sondern unserer außenpolitischer Tradition, dass wir als Partner und international Freunde so raussichern,
dass sie dieselbe Grundüberzeugungen haben wie mir. So haben wir bis heute an der Europäischen Union immer gehandhabt. Aber bis heute muss der Staat für da können abgeholt zu gehen, für das auch nicht mehr mit dem selbst geschwärt kann gehen. Politische Kriterien für Rechtsstaatlichkeit erfüllen. Also verhandeln wir im Moment mit einer Reihe Staaten, die so beitritt. Darin, ob man es formell, auch mit der Türkei. Das Verhandlungen sind, wären für viele von uns immer ein wirklich sehr. Ob die Türkei in Europa passen, ob sie keine Europäische Union beitreten von ihrem Wesen her, von ihrer Geografie her, von ihrer majoritären Religion her, wäre für Christdemokraten nie evident. Login Sache mir klar. Die Türkei hat halt Probleme mit all ihren Nachbarstaaten. Aber weit darüber hinaus. Sie destabilisiert den westlichen Balkan durch massiv islamistische Erwanderung. Von Montenegro bis Bosnien und kroatische Grenzen lässt die Moschee bauen und predigt auflehnen, die soziale Kohäsion durch Spiel setzen. Dafür wird von Europa keine Belohnung mehr geben. 2 von ihren Nachbarstaaten hält die Türkei an Deler besetzt. Darunter den EU-Memberstaat Zypern, Syrien. Am Kaukasus feiert es einen Angriffskrieg gegen Armenien. Auch direkt gegen die Republik Armenien an ihren international unerkannten Grenzen, mit türkischen Flieger. Sie schickt Tausende von Dschihadisten aus Libyen nach Syrien und Front am Karabach, für das die durchsterben am Platz Soldaten von Aserbaidschan, was dieser Krieg mit brutaler Gewalt feiert. All das wird Chamber für uns 2D auf Initiative von Claude Wissler übrigens unangenehm an einer Motion festgehalten. Und dafür mengen ich, dass dafür Eislo muss Konsequenzen haben. Negoziationen für den EU-Beitritt von der Türkei sind da langem auf Eis. Aber sie müssen ganz aufgebracht gehen. Mit einer totalitären kriegführenden Diktatur kann ich nicht mehr über den Beitritt zu der EU schwätzen. An die aktuelle Türkei und ihren aktuellen Präsident dürfen noch sonst kein Arrangement mehr in Aussicht gestellt kriegen, bis die Türkei ein normaler Staat geht. Weil in den Dutzenden Millionen Türken herzlich wünscht, die da durchfüllen. Wer bis dahin muss klar sein, dass Europa sie nicht will. Denen dort Leute als nicht damit geholfen, dass man weiter so machen wie wann. An den Aufbruch von den Verhandlungen, also im Übrigen noch eine formelle Revendikation von der EVP, die ich im Europäischen Parlament gerade so gedroht und wie heute Christoph Hansen und Isabel Wissler das machen. Über die NATO-Memberschaft von der Türkei muss gerade so diskutiert gehen. Ein Land, das sich mit anderen gegen seine eigene westliche Allianz verbündet, wird eigenständig, auch ständig, Angriffskrieg erfährt, als kein Partner mehr. Das kann kein mehr sein. Das ist ein Gegner. Die zuständigen Lützeburger Ministerien geben da für der EU für den definitiven Aufbruch von den Beitrittsverhandlungen sicher sehr alliiert fanden. Ich meine, dass die dringend sollten, diesen Aufhängen zu sichern. Die Europäer, auch die zu Lützeburg, erwerben sich konsequent Haltungen an der dortigen Affäre. Es gibt eine ganz große majoritäre Wunsch, dass man mit dem Umfang für weiteren sogenannten Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgesehen, wann die weiter nicht zu dienen, wie Kirche zu bauen, also ich habe den nächsten Marsch auf Wien vorzubringen. Nun schwätzt es sich bessere voraus in der Sicherheitspolitik, wenn in seine Hausaufgabe gemacht hat. An der Kooperationspolitik ist Lützeburg quasi ein Großmurcht, und zwar an der Fortsetzung von einer resoluter CSV-Politik. Und das bleibt gut so. Das Politik muss mehr Richtung für wirkliche wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet gehen. Und ich weiß, dass der Paul Galles demnächst echt Propositionen an der Chamber wird machen. Bei Immigration und Asyl sind wir verlässliche Partner, bei allen Differenzen, die am Stil vom Außenminister kann haben, Substanz für seine Politik wäre dieselbe, wie immer da in der Koalition wäre. Und sie ist richtig. Aber wenn sie mit alles zusammen richtig wäre, dann ist er halt nicht falsch. Wo es schwer hat, das bei der Verteidigung. Als Partei steht immer zu ihren internationalen Engagementen, und da existiert nur einmal den, bei der NATO, für einen Erfolg für die Verteidigung an die Luft zu setzen, spielbar an die Luft zu setzen. Jean-Marie Halsdorf erinnert sich als früherer Minister gut daran. An einem Moment, wo wir als politischen Raum mit einem militärischen Investiment auseinanderzusetzen, wird gründlich schiefgegangen ist. Aber wenn ein Investiment schief geht, weil der zuständige Regierungsmember, den sich entretemps vom Äcker gemacht hat, dort Parlament an der Gange belohnt hat, dann der wen an der Museen dazu stehen, dass den Investiment an der Form nicht kann weitergeführt werden. Die besteht die Budgetkontrollkommission unter der Leitung von der an dem Bereich gelegt wird, wie für die Katz. Wenn er nur einfach geht, so, na wie gut, da tun wir aber mal gut rausfand, hallo schreiben wir den nächsten Scheck. Nein. Der Verteidigungsminister von Haut soll sich in der NATO-Kollege mitteilen, dass der Verteidigungsminister von gestern den Dossier ganz länger selber verbockt und an den Sand gesetzt hat.
dass es dem Sinn schuld ist, von der Militärsatellit in Runde nicht dreht. Und dass der am Anfang einer guter Gewunnicht von Etienne Schneider entspricht, weil er solchen Dossieren Hunderte von Millionen ohne eher begriffen hat, worüber sowieso mal ein Käse schwätzt. Der Tisch für CSV eben nicht, dass man nicht zu einem Engagement da stehen, mehr Tisch, dass man grundsätzlich nicht mehr akzeptieren, an egal wegen Politikbereich, dass der Minister Hunderte von Millionen verballert, an sich dafür im Parlament als Kontrollinstanz verkriegt. Es heißt aber auch, dass man als CSV muss ein Konzept für eine wirklich auch eine Lützeburg Verteidigungsidentität entwickeln. Die kann mit mehr internationalen Ansatz zu dienen und die kann mit Lützeburger Exzellenz in bestimmte Bereiche von der militärischen Aktivität zu dienen, die auch keine Krisengebiete zum Einsatz kommen. Die Perspektive für Soldaten und Offiziere bilden. An die Lützeburger Armee positiv und eigenständig Manier auf die europäische westliche Verteidigungskette setzt. Wenn ich an Afrika und an Afghanistan beispielsweise mit kommandierenden Offizieren von internationalen Missionen geschwärzt habe, dann haben die sich immer über die Lützeburger Soldaten und auch Polizisten, die an der Tinne gedenkt haben, belöft. Auch das als internationales Kapital für Lützeburg. Die Damen und Herren, lotsweis. Wir haben eine Woche von intensiven internen Diskussionen an uns, die genau das sollen bleiben. Internen Diskussionen. Dass man der mehr und zu mehr sollen, dann muss feiern, gut ich und habe ich mir selber mit Notdruck an Erinnerung gerufen. Mehr als Membern haben es deutlich gesagt, dass sie nicht stehen bleiben, dass sie wollen, dass die Partei sich weiterentwickelt, dass sie ihre Rolle als große Volkspartei im 21. Jahrhundert echt hält, dass sie gerecht wird, indem sie durch Asphalt Leute sind. Das heißt nicht unbedingt physisch machen auf dem Marktplatz. Mit heißt ausgerüstet mit Propositionen und Lösungen für denen Schwierigkeiten und Probleme, denen Ängste und Hoffnungen zu begegnen, die die Leute wirklich haben. Und diese Propositionen und Lösungen fangen wir verstärkt an zu schaffen. Alle Member sind dabei willkommen, alle Stimmen wird gehört. Der Polo hat das für drin. Bei nur lyrisch beschrieben, wie ich es besser nicht kennt, aber genauso werden wir das machen. Das ist ein partizipativer Prozess, weil ganz viele von unseren Membern deutlich gemacht haben, dass sie da wollen dabei sind, also sie werden nicht sein, all die wollen. So wie sie doch an den Toren durch Bezirke 2019 waren, zu Hunderten. So wie sie auf die nächste Gemengenassise waren, den 21. Februar, von der es schon mehr gegeben hat, ja, wenn wir nicht den Virus gekriegt hätten. Wir fangen nur niedrig an, Beiträge von unseren Membern zu appreciieren. Wir haben das schon viel allein an DAX gemacht, und wir machen nicht weiter. Mehr apropos Virus. Wir stehen wohl nicht für Decisionen, die Zusammenleben am Land könnten verändern, wenn die Infektionszahlen nach ihm nicht raufgehen. Das heißt, gibt kein Covid-Rät. Trotzdem will ich ein paar Worte dazu sagen. Wir haben mit März die Politik von der Regierung mit mehr oder minder Kritik begleitet. Am Anfang Männer, ja nur mehr, aus gutem Grund. Wir mangeln Kohärenz beklagt, unverständliche Regeln, erinnert euch an die Sache mit den Spielplätzen. An den Nicht-Respekt vor Gesetzen, notamment beim Large-Scale-Testing, wo so ziemlich alle Dispositionen violiert wurden, die applikabel hätten können sein. Der Georges Michaud hat das auf der Chamberstribüne angeprangert. Wir stehen immer für eine responsable Haltung an dieser existenziellen Sache für als Gesellschaft. Wie der Claude Wissler hat immer nächst auf viel beurchte Reden deutlich gemacht hat. Und wir müssen also eine wirklich Religion machen, als Sache Covid. Wollen wir mehr oder minder restriktiv vorgehen, als eine von den Fragen, die zu beantworten sind? Wollen wir mehr Freiheiten oder konsequent Einschränkungen, überall da, wo Überdrohungen manifestement möglich sind, stattfinden? Wie ein Tracing will man machen, hat davor geschwärzt, wie eine Kontrolle, wie eine Strafe noch für die wissentlich willentliche Virus weitergehen. Ob der Verbreitung von infektiösen Krankheiten stehen an einer ganzen Reihe von Ländern Prisonstrafen. Mit dem solche Schutzgesetz. Stehen alles gut zu Gesicht, wenn wir als auch so entgiften gehen. Für das klar wird, wie man die Sachen da gesehen, den dort der Virus weitergehen. Und ein Mensch, der vielleicht durchstirbt, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht, was man zufällig passieren kann. Das, was man zufällig passiert, und das wirklich dumm gehen. Dann ist das so an der Reihe, wenn ich mal mutwillig sicher gehe, und ich akzeptiere, dass ich mutwillig Kaffee gehe, da vergehe ich mich eigentlich in der Gesellschaft und in der Responsabilität als Member von der Gesellschaft. Und da muss das vergehen und irgendwie eine Änderung finden. Aber wenn wir so Gesetz hätten, dann hätten als Vertreter im Parlament am Anfang Geländer für sich da umzupacken. Alkes, wenn man mit einzelnen Fragen, Detailfragen befasst gehen, darüber, wie man dann da Dinge oder die andere Sache sehen. Wir müssen die ganze Sache sehen. Nicht nur für Bistro und Boutique. Wir für die Gesellschaft
als ganz, wo irgendwo muss Schulgehalt gehen, wo auch irgendwo muss PIB Wirtschaft gehen. Und der Mensch braucht auf Dauer sozial leben, eine Sozialdimension für sein Leben. Und die können man nicht einfach so ausknipsen und sie bleibt aus. Dafür hast der Mensch nicht gemerkt, das packt er nicht und das will noch nicht. Liebe Freunde, was ist eine Volkspartei? Für allem eine christliche Sozialvolkspartei. Viele von uns haben sich die Frage wohl gestaltet, wie sie Member von der CSV gehören. Ich auch. Und die Antworten, die ich mir damals gegeben habe, waren nicht exakt dieselbe wie die ich mir selber heute gebe. Die Zeit war auch für 25 Jahre länger. Die Herausforderungen waren andere. Damals gab es dann von der Geschichte beschworen, Moment von den kommunistischen Regimen. Es war ein überzeugt, der Markt verloren, ein segensreicher Siegeszug über den Globus umtreten. An dem Sinne verläuft man all vom selben mir reich und mir glücklich geben. Aber 40 Jahrhundert später stellen wir fest, dass das nicht geschieht ist. Und die Geschichte ist glatt nicht drüber. Also sie akzeleriert gerade nicht die Intensität von ihrem Verlauf. Der christliche soziale Grundsatzexposé fehlt mit der Expertise und die theologische Assurance. Das ist gut für uns alle gut, weil dann dauert das nicht so lange. Mit darüber, was eine Volkspartei ist, gebe ich aber gerne ein paar Worte verlieren. Weil eine Volkspartei, das ist eine Veranstaltung, die sich bemüht, für ein Problem oder eine Herausforderung eine Lösung zu finden, die für jeden, die objektiv best wird. Enfin, so objektiv, wie wir das können erfassen. Volksparteien sind heißt keine Klientel zu dingen, weil wir also das ganz Volk finden. Das heißt kein Lobbyismus, kein Klientelismus, keine Vertretung von Partikularinteressen. Es heißt aber sehr wohl, solch im Gemeinwohl der gesamtgesellschaftlichen Interesse, den Ausgleich an den Arbitrage zwischen verschiedenen Revendikationshaltungen, die können existieren. Und damit kriegt ihr keine 80 oder 90% von der Stimme. Und in allerbesten Zeiten hätten wir da feiert, wir kommen drauf run. Meistens waren wir 30 oder 35, das waren doch alt Mann. Wir sind ja keine Staatspartei, wir sind ja nicht DP. Die Volkspartei ist ein Urspruch, nicht die Gesamtheit von der Stimme. Und eine Volkspartei muss natürlich lauschen, was das Volk zählt er will. Die Lauschen muss er wohl mal ein nennen holen. Das Volk will schließlich auch von uns wissen, was wir da wollen. Wofür wir da stehen, viel was wir dann so sehen. Und nicht just gegen was wir sind. Ein anderer wird, wir können, wir sollen eine Meckerköst haben. Wir dürfen nicht eine Meckerköst sein. Ich habe in meinem Rundtrittsred am Januar 2019 gesagt, CSV ist Partei von den ganz normalen Leuten. Sie ist auch Partei von den einfachen Leuten. Und das sind da ganz viele. Also sie hatten all in der Zeit an ohne Haut ein Drama. Mit dem Unterschied, dass den sie stehen am Normalfall früher konnten, das geht heute an immer mehr Fall nicht mehr. Das ist ein Drama, der vom Reich ging. Es war just den, eine Schaft zu finden, für sich selbst anständig bezahlt zu gehen und damit anständig können zu wohnen und zu leben. Am liebsten an den nächsten Feier werden. Die Erfüllung von dem Drama war bis vor nicht so langer Zeit selbstverständlich. Wer wollt, der kommt. Und das ist nicht mehr wahr. Und das ist also ein Problem. Und das Problem muss man lösen, wenn man die Leute am Land vermitteln, dass man ihr Vertrauen verdingen, für die nächste Regierung. Viele Leute, weil 100.000 Mengen schaffen, Lützeburg für den Mindestlohn. Da sind ein paar die Frontalien, da sind noch viele Leute, die dann auf der anderen Seite von der Grenze wohnen, weil sich bei uns nicht mehr lesen. Ein Land, dem sind Leute fortlaufen, weil sich die Wohnen nicht mehr lesen. Nicht am Kaufen und nicht am Lohnen. Das riskiert einen enormen Vertrauensverlust bei den betroffenen Leuten. Mit Mindestlohn als Wohnen zu Lützeburg ein unerfüllbarer Wunschtraum gehen. Aber zweimal dem auch nach. Wie wollen wir den Leuten auf Dauer vermitteln, dass das nun eben mal so ist und dazu müssen gehen? Der Finanzminister sagt am RTL-Interview, das wäre nun mal an allen europäischen Großstädten so. Ich will nun, dass Großstädte Bachträgen, Walfer, Niederlanden, dankbar sind für den Vergleich. Aber schließlich wird es nie so billig gewesen, für sich Geld zu lehnen. Aber was für eine Welt lebt der Mann? Und er muss 1 Million lehnen gehen. Für andere oder anderen Städte irgendwo sich dezent nach etwas zu lesen. Was hört denn dann davon, dass man noch Zinsen kostet? Es hört ihn aber ein ganz Arbeitsleben lang, aber wahrscheinlich noch lange bis an Pension ran, je nachdem, wie spät in der Bank geht, der Prädo im Buckel, mit Tausenden von Euro in den Mund. Aber mit dem man doch vergessen kann, dass von den Partner, wenn es sich um normale Leute handelt, nicht von den Partner Vollzeit schafft. Was kann er da sein? Also an denen steht, wo kann er Teil vom Drama wären, das sind die meisten. Da gibt es beide Eltern schaffen. Die sogenannte Choix
als faktisch aufgeschafft. An der Zwischenzeit haben über 60.000 Leute, das sind der Große, der Kleiner, das so ganz Familie mal da gerechnet, die schaffen nicht unbedingt alle gut, sich auf der anderen Seite von der Grenze näher gelöst. Das sind 10% von 312 im Land. 12.000 von denen sind Lützeburger Staatsbürger, die zu Lützeburg schaffen, als sozialversichert sind. Denen hier Zoll hat an den letzten 4 Jahren sich verdoppelt. Also geht weiter stramm und lucht. Das wollen wir denen so. Wir machen ein Pakt Logement 2.0, weil es eine Responsabilität auf Gemengen auf, die aber keine Handlungsmöglichkeiten haben, und machen ein bisschen mehr soziale Wohnungsbau. Aber es steht mit einem Revenu von 6.000 oder 7.000 Euro, die will die hat keinen sozialen Wohnungsbau. Den hat gerne, dass die Pai durchgeht, für ganz normal zu wohnen. Für sich ganz normal eine Wohnung zu legen, am Kaufen und am Lohnen, aber so, dass dann für den Rest von seinem Leben übrig bleibt. Das sind ja keine Sozialfälle. Leute mit 6.000 oder 7.000 Euro kommen, so steht in die holt. Aber wenn der Markt das nicht liefert, dann muss Politik helfen, auch mit abschneidenden Maßnahmen. Für die also Zeit. Wie sollte Jean-Claude Juncker mal immer, das war früher um die Zeit, wo man mit Henri Greten zusammen regiert hat, eine schlanke Stadt als etwas für die Dick. An die normal, die Neues Abstehen erschaffen gehen, einfach mal so, die brauchen keine schlanke Stadt auf ihrer Seite, die brauchen eine starke Stadt auf ihrer Seite, in den sich kümmert, in den dem Wahnsinn von den Terraspreisen ansetzt, die Haut auf den Land mehr hoch sind, wie für eine Prozent ein Haushaus teuer gewesen wäre. Als Fraktion hat dann in den letzten Jahren Tausende von Proposen auf den Tisch gelegt. Nimmer stumm, der Markt liest dabei auf fichter Front. Tenor von unseren Proposen ist immer gewesen, mehr bauen, mehr sehr bauen, mehr billig bauen. Über die Haut die Perimeter raus übrigens, Madame Fetios um Terrain für die verreckte Preise vom Grund können auszuklammern. Mit vielen Männern reglementarischen Hürden und Stolpersteinen, die Bauern zu Lützeburg zur Tortur machen. Man will Doktoren vom Bauen durchzubringen. Also sinngemäß zu sagen, wir hätten gerne 100.000 Wohnungen zu einem Preis X den Meter Carré. Da kommen wir mal so einen Preis fest. Die Regierung möchte nicht. Was ist dann abordabel? Was ist dann verständlich? 4.000 Euro, 6.000 Euro. Wir müssen zu einer Zahl kommen, weil wenn wir sie hätten, da geben wir darauf fertig bringen, mit Promoteuren und mit anderen Menschen, die vom Bau verstehen. Die Stadt versteht ja nicht vom Bauen. So, Leute aus dem Handwerk, die das machen. Da könnte man mit denen noch vielleicht zusammensetzen, an einen Plan erstellen, für das dort zu machen. Kann man schwätzen mal mit den Leuten, die das können. Für das zu machen, rufen wir den nächsten Monat als Bürgermeister reinnehmen. Für Martin zusammen in einer regelrechten CSV-Bauoffensiv zu schaffen. Den Emil Eicher, den immer bei so Exerzissen von wesentlicher Hölle war, wird er doch das federführend mit begleitet. Und zusammen mit denen stellen wir dann die Regierung für einen Plan. Und da soll es so, dass sie das nicht will. Weil sie in Wirklichkeit ja nicht will, dass sich Wohnungsmisere irgendetwas ändert. Mit der wissen Leute, dass man es auch. Ein bisschen Ehrlichkeit kann halt keinem schulden. WDAX kriegen wir vorgeworfen, zu unserer Zeit wäre es auch nicht ähnlich und nicht besser gewesen. Wohnungspreise haben sich in den letzten 10 Jahren bald verdoppelt. Und zwar besonders dramatisch sehr, dass die heute Koalition regiert. Sie hat eine Verantwortung, als sie refusiert, sie zu überhören. Und auch wenn wir auch als Probleme mit dem dort Politikbereich hatten, dann bin kein von der Verantwortung, es haut müssen besser zu machen. Weil das nicht von der 40 wird. Das ist schon lange zehn ab. Andere und dem Misere Erbschafts- oder Vermögenssteuern etwas. Nee, machen sie nicht. Das ist schon nie behauptet. Für auch falsch. Mit dat die Vermögen die Bauterrains zurückhalten. Aber eine efficace Manier dazu soll bräuchte, die endlich freizugehen. Weder der Sinnvolles für Normalleute kann darauf geschehen, die sonst kein Terrain haben. Das müsste man daran können akzeptieren. Also was ist das Konzept für die Grundsteuer? Wir hatten am Wahlprogramm 2016 eine nationale Spekulationstax stehen. Da muss man so beschreiben. Da muss man klarstellen, wie man es das vorstellt. Wir werden das an der Arbeitsgruppe, die sich damit befassen, diskutieren. Das braucht zwar Courage, aber ohne Courage gibt es keine Lösungen. Wir wollen noch darüber mit unseren Bürgermeister schwätzen und gucken, wie sie die Sache sehen. Und übrigens, es sind auch nicht mehr Vermögen da, die spezielle Immobilienfonds haben. Sie sollen dann um 20% auf Transaktionen an den Fonds besteuert gehen. Wir werden dann nicht den normalen Satz, den sie außerhalb von einem Fonds bezahlen.
als Leute in der Chambre, de Gilles, de Lori, macht ihn noch und der hat angeschwert, selbst für gerecht. A Gerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft ein Thema, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, besonders wenn es Sozialgerechtigkeit und Kohäsion geht. Wenn 20% von den Leuten hier an Armut leben oder riskieren daran zu fallen, dann haben wir ein Problem, gell? Wenn ein Fünftel von den Kindern zu Lützeburg an Armut abweist, wie UNICEF, als dass dich schwergerechnet wird, dann haben wir ein Problem, gell? Was ich will mir Juncker wie früher vorstellen, wo sie so eine Arbeit herkriegen, dann haben wir ein Problem, gell? Weil viele ältere Leute sich ja lange Schwierigkeiten mit den Pensionspreisen und den Betreuungsstrukturen haben, dann haben wir ein Problem, gell? Viele von unseren Deputierten und all die Probleme immer näher auf der Chamberstribüne dekliniert. Martin Hansen, der Marc Spautz, der Paul Galles, Dr. Wimo, der François Hetto, der Ali Käs, andere, die alle haben also solche, die dort Sujet Ausdruck gehen. Kriegen zwar freundlich nur gelauscht, hat mir dann fertig dann noch schon. Wollen wir die Probleme vielleicht wie immer an der Vergangenheit mit blandem Vertrauen an den Wachstum lesen. Der Wachstum hat nur gelöst das Jahr, wie auch nicht. Am Jahr für dich sind da lange Jahre eine Kurzperiode, wo es wirtschaftlich Zöllen normal evaluieren. Und es schenkt, wie wenn man nicht mehr wählten, wie möglichst sehr an das Hamsterrad zurück, an dem wir bis März das Jahr gedreht haben. Mengen wir wirklich. Als Land gibt bis an der Ewigkeit 10, 12 oder 15.000 Einwohner pro Jahr zusätzlich brauchen und packen. CSV war bei der letzten Wahl der Meinung, dass man das nicht für eine brillante Idee gegeben hat. Dann dürfen wir also lohnt nicht direkt am totalen Wachstumsfetischismus aussperren lassen, weil er zum guten Ton gehört. Das Land, so wie wir es kennen als eine Gesellschaft, packt keine Millionen Einwohner. Packt es nicht. Also das Sozialsystem muss ich denke, ein Equilibrium erreichen, den nicht just durch männliche Wachstum garantiert ist. Es kann nicht auf ewig so sein, dass man 5-stellig 12 von neuen Arbeitsplätzen all Jahr muss schaffen, für das das Gesundheitssystem weiter kann versorgen. Covid ist eine Ruptur, auch für ein Entwicklungsmodell, das just mit immer mehr sehr funktioniert hat. Das sollte man realisieren und das verschaffen. Aber während man das macht, müsste man auch vielleicht mal mal die Leute kümmern, es sind da mittlerweile über 100.000, die in den letzten 10 Jahren als Staatsbürgerschaft kriegen. Sie sind auch weit von der Politik weg, weil sie als Spruch nicht genug verstehen, da schwätzen die Politik, die Spruch, die Politik schwätzt, weil sie auch ein Arbeitsleben, ein Sozialleben haben, was ähnlich ist wie das von der Lützeburger Zentren immer. Aber sie sind nur Lützeburger Wähler. Sie dürfen und müssen anfangen, wie es für bei uns, wählen gehen. Und es wird dringend nötig, dass CSV sich an die Macht gibt, um mit diesen neuen Lützeburger ins Gespräch zu kommen. Zusammen mit dieser internationalen Sektion, die wir hier haben, und die ganz aktiv ist, kriegen wir das hin. Es bedeutet im besten Fall auch, dass die Partei selber nach mehr divers und nach mehr Volkspartei geht, weil man selber auch viel neue Lützeburger davon überzeugt kriegen, dass CSV nicht just ein Opfer für sie hat, mehr an ihrem aktiven Beitrag interessiert ist. Ja, wir brauchen eine veritable Industriepolitik. Die par rapport zu Feier schon am Anfang hat können so, wann da kein Milch bei uns hört, da baut auch keine Fabrik. Die positive Anreize liefert am Platz, wenn es durch eine Inkohärenz und Inkonsequenz alle Investitionen sich dreimal überlegen zu lassen, ob bei uns so will investieren. Eine Politik, die Chance von der Digitalisierung resolut nutzt, die einer modernen Dynamik für Kommunikation und Wissen entspricht, wie wir an Reding nicht mitgeteilt anzufordern. Die sich klar für Diversifikation und Produktion ausschwätzt, hier am Land und auch an der Großregion. An dem wir endlich als Wachstum, als Produktion und als ganze Wirtschaftsdynamik müsste projizieren, weil wir den Wachstumskollaps hier verhindern. Verlangt ein bisschen Kreativität, vielleicht sogar ein bisschen Verzicht. Wir kennen es für eine ganz neue großregionale Dynamik. Wir haben doch ministerisch für die Großregion. Ne? Ich frage mich immer, ob das schon ein bisschen doof wäre. Mit dieser Politik brauchen wir das Industriepolitik, für überhaupt nicht selbst bei uns zu produzieren. Nicht für 5% Wachstum an der Mauern. Wir brauchen sie auch für vielleicht ein bisschen Dienstleistungen aufzufördern. Genau wie wir da eine Politik von der resoluten Orientierung an die nachhaltige Zukunft brauchen. Fonds für erneuerbare Energie, Fonds für Risikokapital, für junge Lützeburger Leute, die Hai wollen etwas erholen. Alles das bräuchte man verstärkt, da müsste man beschreiben. Die Regierung möchte es nicht. Wir werden die nicht mehr. Wir mobilisieren noch Dolo, die Expertise, die wir haben an der Partei, in dem dritten Bereich. Sie sicher, dass das eine Party. Und da kommen von der CSV die Proposen, ob das Land noch lang werden,
weil wir es nicht formulieren, weil sie auch für Sostenherens kommen. Auch dafür kann er sich für zuständig erklären, wenn er will. Weil wenn man will raus aus dem Hamsterrad, dann muss man raus aus dem Wohltumszwang. Das geht aber nicht, wenn man weiterhin das Staatsbudget ablose wie ein Luftballon. 50% mehr Ausgaben als 7 Jahre, das hält die stärkste Karosse nicht aus. Und all die Zeit keine Reserve, kein Reklar, echt. Wie wenn es mir nicht gäbe. Also, wenn es mit 4% Wurst an der Moyenne von Jahrzehnten nicht fertig bringt, ein bisschen Reserven Reklären anzulegen, den hat am Anfang die faul Hambier von der kürzlichsten Finanzpolitik verdient. Und die müssen eigentlich dem Minister Gramegna mal zukommen lassen. Am Film geht es das. Da ist die Göllen Hambier. Ja, in diesem Fall, die ist ein bisschen wie faul. Am Anfang, meine Freunde, als ja klar, wärmer klar. Die Schulden von Haut, die wir machen, wenn wir keine Rekläre fertig bräuchten, sind Steuererhebungen von mir. Ich muss die nicht erfahren, für das dann einfach stattfinden. Ne? Schon so nicht erfahren. Glücklicherweise hat der Gramegna mal das ja auf. Die Tatsache ist, wir jubilieren Haut über Negativzinsen. Ja. Aber irgendwann muss Kapital remboursiert gehen. Ne? 20 Milliarden Schuld, das ist ein Äquivalent von einem Staatsbudget. Über 20 Jahre aufbezahlt, hast du 1 Milliarde pro Jahr Kapital zu remboursieren. Irgendwann ja gekündigt. Wo holen wir die Milliarden dann her pro Jahr? Wo gehen wir sie dann sonst nicht aus? Das hat noch keiner gezählt, gell? Wir so wir müssen doch so eine notwendige Schulden an der Krise. Ja, wir tun einfach kein Mut mehr. Aber vor allem keine Schulden für laufende Ausgaben nach Bayern zu bezahlen, wie das Jahr wäre. 1000 Staatsbeamte weiter nächstes Jahr weiter Primen, weiter Leistungen, haben wir keine Ahnung, wie die Resetten evaluieren. Das sind von verrotende Generationen, die kommen. Wenn wir wollen eine Partei für die Familie, das wollen wir ja. Da müssen wir die Jüngsten von den Familienmembern halt besonders beschützen. Nämlich für ausgenommene Grenzen, für eine Schere von einer Politik, die die nächste Generation schon verschuldet, irgendwelche Probleme haben kennengelernt haben. Die Regierung bricht sich mit ihrem Fonds intergenerationell. An die fließen im Prinzip 50 Millionen Euro pro Jahr. 50 Millionen. Das ist 0,1% vom PIB, meine Freundinnen und Freunde. Das sind die Jungen und Kanner dieser Regierung werden. Das als Zukunft dieser Regierung werden. 0,1% vom PIB. So, schauen wir den Krise für Covid-19. Das war das die Klimakrise. Tausende von Jungen nur noch zu Lützeburg, so lange das ging, dafür demonstriert, dass man nicht so ein Echt machen, man bremse vom Temperaturunstieg. Sie hatte recht. Sie hat recht. Wenn wir es nicht packen, der dramatische Klammer von den Temperaturen an den Griff zu kriegen, da brauchen wir sonst nicht mehr viel zu schwätzen. Da werden die nächsten Generationen als für als Falschheit und als Unfähigkeit, das nötig zu erholen, verfluchen. Wenn Temperaturen am Platz 2, echte 3, 4 oder mehr Grad klammen, da fliegt die Welt, die wir kennen, erfassen. Da kriegen wir zwar an Norwegen rote Weine gebaut. Mit der Plomreise Woche mit den Klimaflüchtlingen aus Griechenland und Spanien. Und dann hilft es nämlich ganz viel, dass man auch keine steuerfrei erben, weil da feiern die von mir leben am ständigen Misere. Weil wir es nicht für sie wollten. Wenn man also je echt gemerkt haben, mit der Sondersprüche von wegen kann es in Zukunft, dann ist es nice für Haut dafür zu sorgen, dass sie in Zukunft können. Der SV hat für einem Jahr zu Rodange beschlossen, dass wir handeln wollen. Dass wir die industrielle Transition und die Emissionsfreiheit konsequent und dezidiert unterstützen. Lützeburg ist also ziemlich das einzige europäische Land, das noch keine Wasserstoffstrategie vorgelegt hat. Wir hätten der gerne. Wir wollen nicht, dass Lützeburg den Zug von der nächsten industriellen Revolution verpasst, weil der Mann mit den langen Haaren um Kirchbirch jenseits vom elektrischen Auto keine Vorstellung zur Energie vermögen. Der Strom produziert sich nicht selber, aber vor allem er speichert sich nicht selber. Aber wenn die Regierung sich nicht vom selben zum Wasserstoff bekennt, dann müssen wir sie dahin treiben. Zusammen mit all den industriellen Akteuren, die sind zahlreich und den gesellschaftlichen, die mehr weit gesehen wie der Mann am Mensch aus. Und die gerne hätten, dass wir den dort Zug kriegen. Den elektrische Velo ist keine Antwort auf die Energiefrage von mir. Der Wasserstoff ist er. Der SV hat zu Rodange auch gesagt, dass CO2 muss einen Preis haben. Ja, das ist so, tut alles einen Preis. Klimaschädliche Emissionen müssen auch hin. Man kann ihn unendlich lang unter dem Tippen drehen, um zu vermeiden, dass irgendjemand in der Gesellschaft Rose geht, weil dann irgendetwas mit da. Aber da setzen wir als Anspruch nicht an.
Und hat auch kein Wert, sich an den anderen zu verstoppen, die anscheinend mehr ausstößen wie mir. China wird ganz drastische Emissionsreduktionen in den nächsten Jahren kriegen. Die fragen doch nicht jeder einzelne Chinesen, ob ein dummer D'accord ist. Ne? Aber wenn der verständige Kandidat an die Vereinigten Staaten den 3. November die Wahl gewinnt, weil ich ja von Herzen hoffe, dann machen noch die USA in diesem globalen Konzept vom Klimaschutz mit. Wir haben keinen Grund, kein Argument für das nicht zu machen. Also, das muss nicht für trauen. Und wir müssen uns trauen. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss. All das sind Herausforderungen, denen wir uns müssen und wollen stellen. An all den genannten Domänen, an vielen anderen als CSV gefordert. Auch bei der Bannischer Sicherheit, wo vieles am ganz solche leid. Vieles davon nicht mit Drogen zu dienen, an der Kriminalität, die sie finanzieren, dass sie wollen auch Verbreitung von Hai aus von islamistischem Terrorismus. Oder an der Bildungspolitik. Oder bei der Mobilität. Oder bei der Landesplanung, die nicht stattfindet. Wir wollen auf die Liste. Mit all unseren Membern zusammen, mit unseren humanen Ressourcen, wie der moderne Slang heißt, wir empfangen also einen schönen Ausdruck. Als Member sind als Ressource, so wie wir hier zu Lützeburg Menschen, die einzig Ressourcen über das Land verfügt. Sie hätten gerne eine Lehrwicht-Partei, eine Partei, die Frieden möchte, sich engagieren, wie der Pol, der immer mal singen, Basketball, also Bilder da schreibt, sie hätten zu DAX an der rezenter Vergangenheit die Impression, dass das vielleicht schon rüber ist, ich so nicht schaut, es geht richtig durch.